Servus und habe die beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Viva la Movilusion Podcast, der beste bayerische Podcast der Welt. Der Egel. Was ist denn heute los? Der Esel, den sie immer zerrscht. Ich bin der Mike, habe die Ehre. Und mit mir im virtuellen Studio ist der Kani. Kani, habe die Ehre. Servus, wobei Egel bei dir schon auch passt, aber du saugst mir aus wie so ein richtiger Blutegel. Ekel eher, oder? Eher der Ekel. Das auch, ja. Das ist auch beides. Also du bist der ekliger Egel. Wow. Das geht ja schon ist gut leider los, so. Ich wollte es dir nicht sagen, aber du hast es jetzt selber schon mal erwähnt, da haben wir gedacht, da muss ich mit einsteigen. Na gut, muss ich durch. Ja, hängt da der Fahrschein noch nach, oder wie? Ja, irgendwie, weiß es nicht. Aber obwohl ich gar nichts getrunken habe. Vielleicht hätte ich was trinken sollen, dann da hätte ich nicht so einen Krampf rein. Wer weiß. Das kann sein, ja. Das kann sein, hey, ja. Was erzählen wir heute? Apropos Krampfreden, wir haben heute gar keinen Krampfreden. Und zwar, Leute, die schönste Zeit des Jahres rückt immer näher. Nein, ich meine nicht Weihnachten. Nein, ich meine nicht Ostern. Ich meine auch nicht, dann kann es sein Geburtstag, weil der war schon. Und zwar ist wieder das Hardline Filmfestival in Regensburg, das stattfindet vom 16. bis zum 22. April im Ostentor Kino. Schieß, wir freuen uns. Und? Im Andreasstadl, oder? Es findet doch in zwei Locations statt. Andreasstadl. Ist ja das ja ein bisschen kompliziert. Ich hab's wieder nicht so gecheckt, aber der Kani weiß da sicher mehr. Beziehungsweise werden wir euch jetzt, oder haben wir mir die Ehre, 3 Filme vom Festival euch zu kredenzen vorab. Mit der man es euch verzeihen, wo es verläuft. 4 Filme. Und wir haben dann auch nochmal die Veranstalter dabei, beziehungsweise auf jeden Fall einen Flo. Vielleicht hat der noch einen von seinen Lakaien im Schlepptau. Und da haben wir euch dann eine extra Folge um die Ohren mit detaillierte Infos. Also wir erzählen heute den Krampf und dann, wenn die kommen, die stellen dann alles richtig, was wir mir an Käse verzeiht haben. Genau, also eigentlich kann man uns die Folge sparen, weil sie sowieso komplett revidieren alles, was wir sagen. Wahrscheinlich sogar die Filme, die wir vorstellen, werden sagen, die kommen nicht. Okay, nein, leider nicht so viel heiß, weil die wollen jetzt wissen, was sind denn die ersten 4 Filme des Festivals? Und das macht man jetzt mir. Kann ich aber mir irgendwelche Eckdaten, die mir die Leute verzeihen müssen, aber haben wir mir schon alles gesagt. Ich glaube nicht, weil auf die Hauptsachen gehen wir dann eben ein, wenn der Flo und einer von seinen Sklaven dabei ist. Ja. Eben mit dem, zumindest kurz mal angeschnitten, wir haben 2 Locations, das wird alles sehr wenig entzerrt, mit dem das Filme ja doppelt bezahlt werden, aber wie genau, das erkläre ich dann der Flo. Wir konzentrieren uns halt rein auf die 4 vorzustellenden Filmchen. Genau. Und zwar in Regensburg, in dem wunderschönen Regensburg, im Weltkulturerbe, Dom, Donau und so weiter und so fort, zirkt die dunkle Jahreszeit ein. Und dann gibt's jetzt für uns 4 geile Filme. Magst du mich anfangen? Oder soll ich anfangen? Dunkle Jahreszeit hast du gesagt, oder? Ja, die dunkle Jahreszeit. Es wird Hardline. Das wird Hardline. Ja, dann verzeih mal kurz vor dem ersten Film, der da ja dann so gut als Überleitung passt, nämlich The Night oder auf Baskisch Gauja vom Paul Akisho Alijo. Ich weiß nicht, ob man es 100% so ausspricht, aber hab mir ein Interview angehört, in dem er so angekündigt wurde und er hat gesagt, das passt schon. Okay. Das passt schon, hat er gesagt. Sie haben immer ein paar Leute dabei, Entschuldigung, sie haben oft so Leute dabei, da wo man die Namen so schwer aussprechen kann, gell, wie der Ted Gagan. Da haben wir ja auch nicht gewusst, bis das Festel irgendwie losgegangen ist, wie man jetzt den Herrn ausspricht. Ja, das sollten sie eigentlich dazu schreiben, so eine Lautschrift dahinter, wie beim Duden bei Wörter oder so. Also wenn sie uns irgendwie die Infos schicken, bei so verrückten Namen bitte Lautschrift dahinter, weil wir sind vom Holz außer und mehr als Schoß und Schorsch können wir eigentlich nicht unterscheiden an Aussprache. Ja, Hans-Sepp-Schoß. Hans-Sepp-Schoß, ballig bester Song aller Zeiten. Es ist der 3. Langfilm von dem guten Herrn. Ich hab von dem schon mal einen gesehen, der ist auf Netflix drin. Das ist Elementari, der Schmied und der Teufel oder so, wann heißt der. Hab ich auch gesehen. Und der ist gar nicht, der war sogar völlig unerwartet für mich, der Film, haben einfach mal laufen lassen und war dann sogar ziemlich cool. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt auf seinen 3. Langfilm, soweit ich das rauslesen hab können. Den Gauer, der dann auf Englisch The Night heißt. Da geht's spielt im 17. Jahrhundert, glaube ich, spielt er im Baskenland, drum auch diese baskischen Wörter und Namen. Es spielt während der Hexenverfolgung und da ist die Katalin, die flieht nachts von ihrem Mann und trifft dann 3
Damen, die ihr dann so das ein oder andere über nächtliche Wesen und nächtliche Gerüchte aus dem Dorf berichten. Und ja, bis schaut, ist sie selber Teil einer Legende. Und der ganze Trailer schaut. Ich habe eigentlich gar nicht so gewusst, wo den zu einordnen soll. Ich habe öfter mal so irgendwie so kurzzeitig der Witch im Kopf gehabt, aber dann auch nur so wegen dem, ja, aber halt dann auch nur so wegen dem Setting. Ja. So vom Schauspiel und dem, was man sagt, dann eigentlich doch wieder gar nicht. Ich bin gespannt, was mich bei dem Film erwartet, weil ich das nach dem Trailer noch gar nicht so richtig fassen hab können. Er schaut nur recht düster aus. Also er hat vermittelt auf alle Fälle ein dunkles Beutel mit dieser Verfolgungsthematik und dem Übernatürlichen, das da mit drinnen ist, weil er sehr also allein da wo er spielt, das ist ja nur so ein bisschen Void und Fade und ein bisschen bergig und alles. Und das alles bei wenig Tageslicht, da hat man auf alle Fälle schon mal ein bisschen ein unangenehmes Gefühl beim Trailer rauskitzeln können aus mir. Aber wie gesagt, so richtig schlau bin ich noch nicht draus geworden. Darum bin ich sehr gespannt, was mir der Film dann letztendlich zum Verzeihen hat und was er auch noch zum Bieten hat, dann Effekte technisch, also jetzt mal mit Grusel oder Blut oder gar nichts. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Schon. Neugierig macht er mir auf alle Fälle. Ich fand den Trailer schon mal sehr stark. Also, wie du schon sagst, das ist wirklich extrem düster. Also, es wirkt ein bisschen so wie diese frühen Del Toro-Sachen, da wo noch nicht alles bei Tag spielen hat lassen und alles so überbeleuchtet ist. Das wirkt wirklich alles sehr düster und bedrückend. Und wie gesagt, bei so Hexen und Okkult-Thematiken, da hat man mich eigentlich immer. Also, ich bin auf jeden Fall im Boot. Ja, definitiv. Und nach dem ersten Film, den ich eben vorher schon mal gesehen habe, den ich vorher gesagt habe, ist der Erematiri oder keine Ahnung, der Schmied und der Teufelsbur, den man auf Netflix übrigens, glaube ich, immer noch schauen kann, wenn ich es mir recht im Kopf habe. Der Mann ist noch drin, ja. Habe ich auf alle Fälle Bock, weil er hat da schon gezeigt, dass er sehr gut damit umgehen kann, sie recht düster in Szene zu setzen. Ja, und die Mischung auch bei Elementary, dieses Fantasy und dann ein bisschen so Horror mit dazu und ein bisschen Folklore. Also mir hat der auch sehr gut gefallen. Also an der Stelle schaut's mal rein. Den kann man gucken. Der ist gut. Tut's mal einen Trailer anschauen tun. Ja, mindestens. Wenn nicht mehr. Ja, sowieso, wenn nicht ins Hardline kommt, der ist er sowieso nicht ganz dicht. Richtig. Wir haben sehr stark in die Kritik geraten beim Hardline, weil die Herren und Damen haben sie unsere Vorlex okayt und eigentlich sind bei den Vorlex immer eins der Nippelverhärter des Hardline und das haben wir das Jahr tatsächlich vergessen. Ja, es tut uns leid an dieser Stelle, aber wir werden es nicht mehr vergessen. Es tut uns so leid. Also du meinst insgesamt bei der Nippelverhärter-Folge haben wir es Hardline vergessen. Ja, sagen wir da immer haben wir das echt als Festival einmal, haben wir das als Festival im Nippelverhärter erwähnt? Ja, ich glaube immer. Au, witzig. Was ist passiert mit uns? Ja, ich weiß nicht. Das Niveau sinkt. Ja, alte Deppen sind wir halt. Können wir uns auch nicht mehr alles merken. Lass mich das ist ja das, wenn ich mir es nicht aufschreibe und was ich nicht in der Hand habe, kann ich nicht halten. Was ich mir nicht aufschreibe, weiß ich nicht mehr. Ja, aber du hast ja dafür, glaube ich, 2 Filme in den Nippelverhärter dabei gehabt, die auch im Hardline gezeigt werden, oder? Genau, und da darf ich jetzt, glaube ich, mit anfangen. Sehr schöne Überleitung. Und zwar der neue Film von der Addams Family. Da sagen jetzt alle, was? Der neue Film von der Addams Family. Der neue Film produziert und regisiert und eigentlich macht die Familie alles drum und dran, alles sie selber, alles do it yourself. Und zwar heißen die wirklich die Familie Addams, nur mit einem D im Namen. Und von denen kann man schon mal was gesehen haben. Da gibt es schon einige Filme. Das Einzige, was ich aber jetzt von denen gesehen habe auf Anhieb, ist der Hellbender, der auch diese so okkulte Hexenthematik da mit drin gehabt hat und so ein bisschen Coming of Age noch mit dazu gemischt hat. Genau, und diese Darsteller, die sind mir auch alle wieder bekannt vorgekommen beim Trailer von Mother of Flies. Der Film, der jetzt im Hardline laufen wird, ein aktuelles Werk. Und da geht es quasi darum, dass eine Frau todkrank ist und demnächst sterben wird. Und sie möchte es natürlich mit aller Gewalt oder mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern und begibt sich dann in okkulte Gefilde, sage ich jetzt einmal. Und was da dabei rauskommt, sind ziemlich verstörende Bilder. Also der Trailer war mega gut. Ich glaube, der Film läuft in US sogar schon bei Shudder. Und man kann sich da einen Trailer anschauen und der wirkt am Anfang ein bisschen günstig, mehr hätte ich behaupten. Wobei es halt auch wirklich wahrscheinlich wieder ein sehr günstig produzierter Film ist. Aber mit fortschreitender Laufzeit von dem Trailer wird es immer krasser, verstörender und verrückter. Hey, müsst ihr euch anschauen, das schaut voll krass aus. Das schaut echt wild aus, ja.
Ja, also allein schon dieses Poster-Artwork mit dieser so ledrigen Figur, die keine Augen mehr hat und so, schaut das schon ziemlich abgefuckt aus. Aber das, was dann im Trailer so gezeigt wird, da meine liebe Frau, wenn der Trailer das einhalten kann, wo er verspricht, ja, dann legst du beim Arsch. Dann wird das ziemlich cool. Der Film hat auch schon ein paar Auszeichnungen gekriegt, und zwar, weil er ja im Fantasia Film Festival ist er ausgezeichnet worden zum Beispiel. Und ja, da bin ich jetzt echt gespannt, was der kann. Die Familie Adams, weil ich es da gerade noch lese, die besteht aus 3 Leuten, John, Toby und Zelda Adams. Und wie gesagt, die machen alles selber, Regie, Kamera, Musik, Schauspiel natürlich auch. Also bitte her damit. Bitte immer gern her damit. Wie gesagt, das Hardline steht ja immer auch für abseitiges Kino und alles ganz weit weg vom Mainstream. Und da haut der Film voll rein, weil wir da ganz weit weg sind von dem ganzen Hochglanzigen von Hollywood und so. Und ich glaube, das, was wir mit Mother of Lies mit einem Geheimtipp zum Tor kriegen. Ja, der hat sich für mich auch schon ein bisschen so angeschaut, als war das wieder so richtig schöner 5-Sterne-Assi-Hammi. Ja. Er schaut zwar schon, am Anfang haben wir auch gedacht, so, das schaut für schon ein wenig billig aus, aber je weiter das der Trailer fortschreitet, umso weniger nimmst du so die Bildqualität wahr, dass die jetzt nicht so Hochglanzoptik ist, sondern umso mehr hängst du in diesem, oh Gott, verschauen wir eigentlich gerade, was ist mit den Battle, was geht's weg von mir? Ja. Ich hätte eigentlich erst Albträume, wenn ich den Film gesehen habe, aber nicht schon nach dem Trailer. Ja, wir werden sehen. Ja. Ja, es passt, wenn der auf Shudder schon läuft, dann werden wir mal schnell das VPN werfen und dann kann ich schon wieder 1,5 Stunden länger schlafen, wenn ich fortfahren fahre. Das ist gut. Das ist gut. Mach das, dann bin ich gespannt. Nein, mag ich natürlich im Soll drinnen singen. Natürlich, der macht doch nur Spaß. Ja. Und was mich auch im Soll drinnen singen, eine größere Klimaanlage, dass man hinten nicht wieder in meinem Arschwasser drin sitzt. Fix. Ja, wir müssen uns einfach eindeutig weiter für sitzen. 2. Reihe, 3. Reihe spätestens, aber sonst gibt's nichts mehr, weil sonst Auslauf angesagt ist. Ja, das da die auch sagen. Vielleicht nehmen wir ein bisschen so Stinkspray mit und sprühen wir ein paar Sitze ein, dass immer, wenn sie jemand hinsetzen hat, weil wir dürfen ja nicht reservieren, und immer, wenn sie jemand hinsetzen hat, geht er wieder, weil er sagt, der Teufel hat doch irgendwie mit Hosen geschissen auf dem Platz. Ja, lieber steh, bevor ich mich da hinsitze. Ja, genau, wir denken uns, ja, so wieder heim. Ja, passt. Wegen so ein Arschmief, was soll's. Ja, eben. Richten wir uns gegenseitig am Arsch zur Begrüßung, also wenn wir das auch Was haben wir noch? Ich darf noch den Abschlussfilm des Festivals präsentieren hier, nämlich Jumpscare. Bei dem ich aber gleich eine Warnung geben kann, denn es soll kein Jumpscare-Massaker werden, sondern eher ein Jump-Cut-Massaker. Es gibt nämlich keinen einzigen Jumpscare in dem Film, der das Regiedebüt ist von Donny Hobby, das auch eine Deutschland-Premiere bei uns ist, geht es um die komplett weiblich besetzte Metal-Band Jumpscare, die in den 90er irgendwo in die Wüste ausgerumpelt und da in irgendeiner abgefuckten Schweinebude drinnen hockt, um neue Songs zu schreiben. Und das Ambiente da ist nicht unbedingt gut, weil anscheinend war es untereinander schon nicht so, waren es schon nicht so gut aufeinander zum Sprecher, und dann sind sie in so einem ekelhaften Hütten drin und das macht es nicht besser. Und wie es der Zufall so möchte, wie es immer ist in der Wüste, wenn du irgendwo hinsitzen möchtest in Ruhe, dann hast du natürlich eine degenerierte Kannibalenfamilie neben dir als Nachbarn. Die sind auch nicht so gut auf die neuen Nachbarn scheinbar zu sprechen, und der Film muss halt, wenn man nur den Trailer anschaut, dann wird das eine komplette Achterbahnfahrt, weil der wechselt von Bildqualität und Bildformat und Tonalität wechselt der scheinbar wirklich so im Sekundentakt. Das muss ein absolutes Wechselstaccato an allen möglichen Sachen sein. Es ist ja in der Beschreibung so mit drinnen gestanden, dass es von Hochglanz über 70er Jahre und was weiß ich, Optik, alles drinnen ist, Bildformate eben hin und her springend. Ich bin echt gespannt. Der Trailer schaut völlig drüber aus. Ich glaube, das wird richtig geil abgefuckt. Es wird dreckig, es wird blutig ohne Ende. Auf den habe ich schon richtig Bock. Also er schaut nach perfekten, spaßigen Abschlussfilm fürs Hardline aus. Sehr schön. Den letzten Film, den ich da in der Richtung gesehen habe, auch mit einer weiblichen Band, die auf Zombies trifft, das war Pussy Cake. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Aber der war scheiße. Nein. Der war brutal langweilig. Aber das war auch cool gewesen mit so Punk-Gören, die ziemlich cool und krass unterwegs sind und so. Nur leider hat der Film überhaupt nicht zünden können. Jetzt hoffe ich, dass der Jumpscare da so richtig aushält. Und ich hab's nicht lassen können und hab bei Letterboxd einmal reingeschaut, was die Leute so sagen zu dem Jumpscare, weil mir der überhaupt gar nichts gesagt hat. Und die haben auch schon ziemlich begeistert. Also,
Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ja, und allein bei der Inhaltsangabe nur der Satz, stimmt es eigentlich, dass Kühe explodieren, wenn sie das falsche Gras essen? Ich hoffe, wir kriegen eine Antwort auf diese Frage, weil das ist schon, das beschäftigt viele Leute. Auf jeden Fall. Das beschäftigt sehr viele Leute. Das hat Galileo auch noch nicht aufgegriffen, 100%ig nicht. Ja, haben sie auch nicht geschafft, weil der Jumbo die Kuh jetzt mal frisst. Auf dem Grill, bevor es zerreißt. Weiß nicht, ob sie es noch auf dem Grill geschafft hat, aber sie hat es zumindest nicht weiter geschafft. So, jetzt haben wir noch einen und da wird's seltsam, und zwar Strange Harvest. Wie ich zum ersten Mal von Strange Harvest so jetzt gehört habe, in Verbindung zum Hardline, habe ich sofort an diesen anderen Found-Footage-Film denken müssen. Wie hat denn der geheißen, der wo so verrückt war? Der Outwaters. Der Outwaters. Das war auch so ein Samstag. Auf den Film, der schaut ja ganz anders aus als der. Ja, aber das ist so, der Flo programmiert super gern für Samstagabend irgendwie so Found-Footage-Geschichten, so ab 8. Da haben wir eben schon mal gehabt, diesen Mega-Schocker The Medium und eben auch The Outwaters. Und die sind, glaube ich, auch, dass Strange Harvest so am Samstagabend laufen wird. Wenn er so, wenn sie die History repeated, dann kann der da laufen. So viel, wir haben es da mit einem, das ist kein Found-Footage-Film, sondern es ist also ein Mockumentary ist das. Und zwar wird uns da ein True-Crime-Fall vorgesetzt, der in Richtung Cosmic Horror schielt. Lovecraft-Jünger spitzen jetzt mit die Ohren, weil Cosmic Horror, da haben's dabei. Und zwar haben wir jetzt da eben, wie gesagt, so ein reißerische Mockumentary im Found-Footage-Stil. Und zwar geht es darum, dass der True-Crime-Fall um Mr. Shiny bearbeitet wird. Und den haben wir da. Also der Mr. Shiny ist ein Serienmörder. Und was die Polizei da so macht und was die Opfer, die Opfer nicht, aber die Angehörigen vielleicht oder alle, die mit dem Fall zum Tor haben, werden da interviewt und man sieht da eben die Ermittlungsarbeit, beziehungsweise wie sich der Fall über die Zeit, in der er dauert hat, so entwickelt. Und genau, ich glaube, dass das ganz cool wird, weil Found Footage, beziehungsweise so Mockumentaries, finde ich immer brutal cool. Und vor allem, der Trailer macht halt auch voll Bock auf mehr. Wer sagt, habe ich noch nie was gehört von diesem Strange Harvest, es kann es vielleicht von diesem Vorgängerfilm von dem Regisseur Stuart Ortiz schon mal was gehört haben, und zwar der Grave Encounters gemacht. Der ja auch in dieser Szene, Found-Footage-Szene, einiges an Fanbase hat. Den Film mag ich übrigens auch sehr gern. Grave Encounters habe ich auch mit meiner Frau schon ganz oft angeschaut. Der ist ziemlich cool. Und wenn der Stuart Ortiz da ein wenig so weitermacht und vielleicht eben da diesen Cosmic Horror da mit einbringt, ich glaube, dass das sau stark wird. Der Trailer macht auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr, weil wir heute auch schon wieder so okkulte Rituale drin haben, kosmische Mächte, ein Serienmörder, die seine Masken auch ziemlich abgefuckt ausschaut und so. Die hat mir ein bisschen an den Film Smile erinnert auf den ersten Blick. Dieser Drecksmile, oder? Dieser ungruselige Slasher-Smile, oder? Ja, genau, der Schweinesmile. Ja. Ja, Freunde, also ich glaube, dass das geil wird. Ich hoffe, Found Footage, weißt du sehr, da gehen bei mir schon wieder der Alarmglocken los, aber Mockumentary bin ich dann schon wieder eher dabei. Ja. Aber Trailer bin ich gespannt, was der schaut cool aus und bin ich gespannt, was er kann. Jo, da bin ich dabei. Schlimmer als Outwaters wird es niemals wieder werden. Wobei diesen, wie gesagt, nochmal gern. Wenn du jetzt gut redest, dann hau den Sack. Nein, ich rede noch nicht gut, ich möchte einfach nur mal singen. Du sagst, dass du einen Autounfall live singen und möchtest den auch noch mal singen. Was soll ich? Nein, das ist doch was anderes. Jetzt hör halt mehr auf. Ach so. Aber geil war es wirklich, diese Outwaters, wenn wir damals vom Kino aussehen sind, diese Gespräche, die sich ja so krass entwickelt haben, das war Wahnsinn. Die einen, die ihn gefeiert haben, die anderen, die ihn gehasst haben. Und es hat nur diese zwei Lager gegeben. Ja, aber das Lager, weil das mit den Leuten, die ihn gefeiert haben, waren halt 5. Weil ich hab doch mit dem Dominik so gewettet, dass er gar nicht... du nicht. Ja, weil ich hab doch mit dem Dominik gewettet, dass er keine 5 oder keine 10 Leute findet, die den Film gut finden, um einen Kasten Bier. Ich weiß nicht mehr, wie viel das am Ende gehabt hat, aber ich glaube, die 10 hat er nicht voll gebracht. Ja, wir werden sehen, was Strange Harvest an Bewertung. Ja, das schaut ja noch ein bisschen geerdeter Erzählung aus, nicht so wie jetzt halt eben Outward. Das ist ja auch schon wieder teilweise ins Experimentelle abdriftet. Das ist ja ganz genau, ich wollte es gerade sagen, der war schon auf das ausgelegt.
dass du kurz vor Schlaganfall bist. Da schaut eben jetzt dieser Strange Harvest ganz anders aus. Bei dem Trailer habe ich ein bisschen jetzt war vierte Klassen Lake Mungo Dinger müssen, den haben wir jetzt vor kurzem angeschaut auf Amazon Prime. Das war auch so als realer Kriminalfall aufzieht und so und wird dann gegen Ende immer übernatürlicher, bis er dann so gruselig geworden ist, dass ich mir alleine mal ins Bett traut habe. Wenn ich das kriege mit Strange Harvest, dann finde ich das geil. Mag ich. Ja, dann muss ich bei dir praktisch im Hotelzimmer schlafen. Das sowieso. Wenn du das findest. Das können wir dann schon machen. Wenn du dich fürchst, dann bin ich schon da und darfst der kleine Löffel sein. Wer fürchtet, dass er keine Karten mehr kriegt, dessen Angst ist auf jeden Fall gerechtfertigt, weil die Dauerkarten fürs Hardline waren dieses Jahr wieder auf 3 Minuten ausverkauft. Bumm. Das ist als der ACDC dort spielen. So ungefähr. Oder die Eskimo Callboys oder so. Die sagt man nicht mehr. Wie sagt man jetzt? Electric Callboys. Aber die sind nicht so schnell ausverkauft, weil ACDC war doch einmal auf 12 Minuten oder so die Welttour, glaube ich, ausverkauft. Ja, weil die ACDC haben da gut. Kann man sich schon schauen. Und super. Es kriegt aber nochmal die Chance, es kommen nochmal Einzelkarten in den Verkauf. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles Sachen, die uns dann der Flo und seine Mannen und Damen dann persönlich verzeihen. Aber wie gesagt, diese Dauerkarten sind schon aus und wo es halt auch wieder untermauert, nach diesen 3 Minuten, wie hoch der Stand vom Hardline mittlerweile ist. Also du, wenn du nicht einmal mehr Zeit hast, abzubeideln, wenn du da am Pissoir stehst und die Karten bis dahin schon wieder ausverkauft, sondern ist es auf jeden Fall ein hartes Stück. Und auf jeden Fall gingen da schon mal Gratulationen raus an das ganze Team. Definitiv, ja. Und wir sind alle ganz heiß aufs Festel. Wir freuen uns auch auf die nächsten Filme, die von den anderen Medienpartner, jetzt habe ich schon wieder gesagt, die von den anderen Medienpartner jetzt dann angekündigt werden. Eben auch von Der Zombie, der wieder dabei ist, dann Dread Central und natürlich auch die Leute von Scary Movies. Also bleibt's da dran, schaut's bei denen auch vorbei auf allen Kanälen und halt's Ausschau auf die nächsten Filmtitel, die da angekündigt werden. Ja, Amen, Bruder. Genau, so würde ich es auch sagen. Das also wie gesagt, gesagt, nehmt euch auf alle Fälle da im April nichts vor, kommt ins Hardline. Ich hoffe, ihr sitzt alle schon auf eine Festivalpässe beziehungsweise auf diese Bestätigungen und freut euch mit uns aufs Festival. Und wenn nicht, bleibt trotzdem dran und schaut einfach, dass ihr nächstes Jahr Karten kriegt oder ihr schaut einfach, dass ihr Einzeltickets ergattern könnt, wenn die dann online sind. Und an dieser Stelle vielen Dank an das ganze Team vom Hardline. Es ist eine geile Arbeit, die ihr da abliefert. Diese 4 Filme, die wir mir jetzt da angekündigt haben, schauen alle saugeil aus. Die Vorfreude ist riesig. Und auch für euch da draußen, schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt bei unserem Schmäh. Und wir freuen uns dann, wenn es bei der nächsten Folge auch wieder am Start seid. Ja, ich kann da nichts hinzufügen, weil du hast mir aus der Seele gesprochen, aus der Hardline-Seele. Liebe Leute da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Nee, vom Hardline. Ja, sowieso von Ringsburg, der beste Filmpodcast von ganz Ringsburg. Oh, jo, okay, hast recht. Macht's es gut, auf Wiederschauen. Jo, servus und habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal.